Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Spitex Lindenhof in Aftrigen. Professionell, strukturiert und persönlich. Heute reden wir über ein Thema, das viel mehr elektrisiert als auch schon. Herzlich willkommen zu dem ZT-Talk. Heute reden wir über den Strom und über das Wasser, das in die Haushaltungen von der Region kommt. In den 4 Gemeinden Aftrigen, Rotrist, Vorwald und Zofingen sind das heute 3 Werke, 3 Unternehmen, die den Strom und das Wasser liefern. Die 3 Werke, die wollen sich zusammenschließen, also fusionieren zu einem grösseren Unternehmen. Das soll schon diesen Herbst besiegelt werden. Das letzte Wort haben Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 3 Gemeindeversammlungen und der Einwohnerrat Zofingen müssen noch zustimmen. Was bringt denn der Zusammenschluss der Gemeinden? Was bringt er aber vor allem uns, den Kundinnen und Kunden? Das frage ich heute meine 2 Gäste hier im Studio. Das ist einerseits Gemeinderätin Ruth Stauch von Aftrigen. Herzlich willkommen, Frau Stauch, im ZT-Studio. Grüezi, Herr Pfister. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Und das ist andererseits der Stadtrat von Zofingen und Vizeamt, Andreas Rüger. Herzlich willkommen auch Sie hier im ZT-Studio. Frau Stauch, jetzt rückt das so langsam näher, die Abstimmung dann auch in Aftrigen über die Fusion. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden entscheiden, auch im September oft. Ich weiss das Datum jetzt nicht mehr genau. Am 7. September. Genau, jetzt werden Sie sicher ab und zu auf der Strasse angesprochen von Leuten, die wissen, Frau Stauch, warum sollen wir dieser Fusion zustimmen? Was sagen Sie? Also es gibt 3 wesentliche Gründe, warum wir den Zusammenschluss von diesen Werken wollen. Der erste ist, dass wir die Wertschöpfung in der Region behalten wollen. Gemeinsam sind wir einfach stärker als einzelne kleinere Unternehmen. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein lokales Unternehmen, das dann auch eigenständig bleiben kann, weil man dann doch eine gewisse Grösse hat. Und wir sind überzeugt, dass wir so ein Eindringen von einem grösseren Energieversorgungsunternehmen, das dann noch viel eine breitere Dienstleistungspalette hat, können verhindern. Die Wertschöpfung bleibt in der Region und wir kennen Kundinnen und Kunden sehr gut. Wir können auf die Bedürfnisse von ihnen eingehen. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird die Mitarbeitenden weiter beschäftigen und hat die Kundenkenntnis und wird auch eher Aufträge, die anstehen, an einheimische Unternehmungen weitergeben. Gut, das klingt jetzt alles sehr gut. Ich meine, am Schluss bin ich ja Abnehmer von Strom- und Wassererzeuger. Wenn man von so Fusionen redet, wenn sich Unternehmen zusammenschließen, dann müssen ja sogenannte Skaleneffekte eintreten. Wir reden von Synergien. Was haben denn am Schluss die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler möglicherweise von dieser Fusion? Was haben die Kundinnen und Kunden davon? Am Schluss auf der einen oder anderen Rechnung? Also wir gehen klar davon aus, dass der Zusammenschluss Synergien wird geben, dass wir nach einer Aufbauphase werden rund Synergien etwa von 2 Millionen können erreichen, und da können wir sicher die Hälfte von dem Ergebnis direkt dem Kunden weitergeben. Aber eben, ob das konkret zu einer Tarifreduktion wird führen, das ist eine reine Spekulation. Der Energiemarkt, der ist extrem volatil, da ist so viel Bewegung drin, das haben wir jetzt gesehen in der Ukraine-Krise. Da ist das Gas, der Strompreis ist massiv hochgegangen, und das sind Faktoren, die wir natürlich als lokales, regionales Werk absolut nicht können beeinflussen können. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass die Preiserhöhungen, die entstehen durch die Fusion, ein bisschen abgefedert werden. Und der Kunde direkt, der kann profitieren, weil wir eben, wie es Frau Stauch gesagt hat, wir sind professioneller unterwegs, wir haben einen besseren Kundendienst, wir können ein besseres Budget gewährleisten. Das sind alles Sachen, die der Kunde direkt eben auch wird spüren. Und die zweite Frage, die natürlich sofort auf dem Tisch ist, wenn sich 3 Unternehmen zusammenschließen, dann
dann wollen die in der Regel nicht mehr und können nicht mehr mit der gleichen Anzahl Leute weiterarbeiten. Mehrfach besetzte Funktionen wären überflüssig, Frau Stauch. Wie viele von diesen 107 Leuten sind es, glaube ich, 107 Mitarbeitende in diesen 3 Werken? Wie viele müssen damit rechnen, dass sie den Job verlieren? Also keiner. Okay, das können Sie da so versprechen? Ja, ein Stellenabbau ist nicht angedenkt. Wir sind auf die Fachkräfte angewiesen. Gerade jetzt in der Zeit des Fachkräftemangels sind wir froh, dass wir die Spezialisten und Fachkräfte in den einzelnen Werken haben. Wenn wir zusammengeschlossen sind, ist es wichtig, dass wir Leute haben, die die lokalen Bedürfnisse kennen und entsprechend können reagieren. Wir brauchen die Fachleute ganz dringend und das Einzige, was sein könnte, ist, dass sich die einzelnen Stellenprofile ein bisschen anpassen. Also dass vielleicht eben dort, in Bezug auf das neue zusammengeschlossene Unternehmen die Profile ein bisschen anders aussehen als jetzt. Aber Sie brauchen da sicher nur 3 Geschäftsleitungen zum Beispiel. Ja, bei den Geschäftsleitungen ist es ein bisschen anders. Also dort ist zwar auch angedenkt, dass wir die neue Geschäftsleitung so weit wie möglich aus den bestehenden besetzen können. Das auf jeden Fall. Aber es wird dort einen ordentlichen Rekrutierungsprozess geben mit Bewerbungsverfahren. Auf der Stufe Geschäftsleitung? Auf der Stufe Geschäftsleitung, okay. Genau. Mhm. Also die müssen sich alle nochmal für den Job, falls dann das Unternehmen kommt, sich bewerben? Genau. Okay. Aber dort müssen einige damit rechnen, dass sie dann nicht mehr weiter arbeiten. Das werden wir auch sehen, weil das Unternehmen ja viel grösser ist und es gibt 3 Gesellschaften und nach Möglichkeit, wenn wir schon für jedes von diesen Mitgliedern ein Plätzchen finden. Aber das ist Verhandlungssache. Frau Stauch, Sie haben eingangs gesagt, es gibt 3 Gründe. Sie sagen 3 Sachen den Leuten, die Sie fragen auf der Straße. Sie haben erwähnt, Erhalt von der Wertschöpfung in der Region plus die Arbeitsplätze in der Region zu erhalten. Was wäre der 3. Grund? Der 3. Grund ist, dass wir dem Wandel in der Strombranche besser begegnen können als grössere Unternehmung. Zum einen zeichnet der Wandel den Regulator aus, also das ist die ElCom, die immer wieder neue Vorgaben hat, zum Beispiel im Bereich von der Digitalisierung. Wir müssen zum Beispiel die Zähler in den Haushalten digitalisieren, das heisst, auf Smart Meter umstellen. Das müssen wir bis 2028 machen, in 80% der Haushalte. Das ist zum Beispiel eine von diesen Vorgaben. Und das andere ist der Wandel im Markt. Durch die Erneuerbaren ist die Nachfrage nach Solaranlagen oder Zusammenschlüssen für den Eigenverbrauch ist enorm gestiegen. Auch Elektromobilität, also dass man in den Haushalten oder in Unternehmungen Elektroladestationen installieren will. All das kommt neu auf die Energieversorgungsunternehmen zu. Und das sind alles Bereiche, die man früher nicht so hatte. Und wo ein grosses Unternehmen, wie Sie sagen, besser abfedern kann, wenn der 3 kleine. Genau. Ja. Jetzt haben wir viel auch gelesen, der Winter vom Stromeinkauf, oder? Wo dann die Strompreise zum Teil so explodiert sind. In einer Gemeinde, die jetzt nicht beteiligt sind, in Morgenthal zum Beispiel, kostet irgendwie der Strom das 2,5-fache das Jahr, weder das letzte Jahr noch. Hat denn ein grosses Unternehmen auch Vorteile bei so Sachen, bei dem Stromeinkauf zum Beispiel? Kann man bessere Konditionen rausholen? Nein, ich denke, bessere Konditionen kann man nicht ausholen. Wie es gesagt worden ist von der Frau Stauch, das ist, wenn wir besser aufgestellt sind, haben wir sicher ein professionelleres Auftreten, können von dem her besser am Strommarkt agieren. Aber eben der Markt ist extrem reguliert. Da haben wir, was Netznutzung angeht, was Abgaben angeht, die einen wesentlichen Teil des Strompreises ausmachen, haben wir gar keine Welle. Das gibt uns Swissgrid vor, also die Schweizerische Netzgesellschaft, die legt die Kosten fest und an dem lässt sich nichts schrauben. Der reine Strompreis, der wird sich langfristig voraussichtlich ein bisschen reduzieren, wird sich die Situation beruhigen, aber für das 24 müssen wir davon ausgehen, dass der Strom noch mal hochgeht, weil der Strom ist eigentlich heute schon eingekauft. Wieso wird der Strom teurer? Eben, Swissgrid geht es vor. Das ist die
der Faktor, den wir einfach nicht beeinflussen können. Das ist halt die Winterreserve, die Swissgrid anlegen. Die haben ein Notkraftwerk im Bier, das soll betrieben werden. Es sollen die Stauseen im Winter gefüllt werden. Das ist alles etwas, was den Strom teurer macht. Und das können wir nicht beeinflussen als regionales Werk. Eine Frage, die immer wieder auftaucht, auch eine kritische Frage ist, die StWZ AG ist ja recht engagiert in dem Installationsgeschäft, in der Haustechnik. Also die machen Sanitärsachen, die machen Solaranlagen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, macht es eigentlich Sinn, dass so ein nochmals grösseres Unternehmen, ein künftig fusioniertes Unternehmen, private Unternehmen konkurrenziert. Eben die Frage von der konkreten Ausrichtung von dem zukünftigen Unternehmung, das ist eine Sache vom Verwaltungsrat, vom zukünftigen Verwaltungsrat. Der wird das müssen festlegen. Wir gehen aber jetzt seit dem Steuerungsausschuss eigentlich davon aus, dass das sicher ein Geschäftsbereich wird sein, der weiter wird bestehen bleiben. Das Installationsgeschäft, das ist nicht direkt eine Konkurrenz für einen lokalen Sanitär und für einen lokalen Elektriker, weil das Ziel ist eigentlich viel mehr, dass man Gesamtlösungen anbietet, dass man Gesamtsystemlösungen im Bereich Haustechnik anbietet, eben die Solaranlage gekoppelt mit der Haustechnik, mit der Ladestation fürs E-Auto. Das sind Sachen, die ein Lokaler eigentlich so nicht anbieten kann. Und wenn wir es nicht anbieten in der Region, dann macht es einen anderen, okay, das kann man so gut. einen Einwader, ein AEW. Also ich denke, die privaten Unternehmen sehen das möglicherweise ein bisschen anders, wenn sie auch sagen, wir sind stärker unterwegs, wir sind professioneller unterwegs, sind sie wahrscheinlich auch in diesem Bereich noch stärker. Also die machen sich möglicherweise schon ein bisschen Sorgen. Ja, die Kritik muss man sicher ernst nehmen, aber eben die Gesamtlösungen, die bieten eigentlich das lokale Gewerbe praktisch nicht an. Und eben, ich denke, das ist das Ziel, dass wir uns auf dem Platz eben da können behaupten. Ja. Das neue Unternehmen will ja künftig mehr Fernwärme ausliefern. Wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, wäre das fusionierte Werk sozusagen der Abnehmer und Verteiler nachher von dieser Wärme, von einer neuen, noch zu bauenden Kehrichtverbrennungsanlage. Und da kommt der sogenannte FUVI-Partner, habe ich gelesen auf der Homepage, ins Spiel, also Fernwärme unter das Wickertal. Also, können Sie das ein bisschen erklären, der Partner, welchen Einfluss hätte der auf das künftige Unternehmen? Ja, also mit dieser Unternehmensstruktur, die wir jetzt eigentlich vorgesehen, dass wir 3 Gesellschaften machen würden, eine Gesellschaft, die sich wirklich explizit um das Fernwärme, um das Wärmebusiness, Gasbusiness eben auch kümmern, wo sich die anderen Gemeinden eben auch beteiligen können. Rottricht und Oftring haben die entsprechenden Anträge zuhanden der Gemeindeversammlungen werden sie stellen. Da wollen wir eine regional starke Gesellschaft haben, die die Wärme eben auch in der Region verteilen kann. Das ist aber so eine grosse Maschine, das FUVI. Da braucht es so viel Geld, das da muss investiert werden. Ich habe das Gefühl, dass die regional AG trotz ihrer Grösse, die sie wird haben nach einer Fusion, das nicht allein stemmen kann. Also da sind wir auf einen Partner angewiesen und da ist im Projekt FUVI ist man im Gespräch mit diversen Interessenten. Sie haben es eingangs schon ein bisschen erwähnt, Frau Stauch. Man muss Verwaltungsräte suchen, Verwaltungsrätinnen, Geschäftsleitungsmitglieder, die Sie schon erwähnt haben, bei der Geschäftsleitung werden die nochmal, dann gibt es einen Bewerbungsprozess. Aber können Sie noch ein bisschen mehr dazu sagen, gerade die Besetzung vom VR, wie ist das Vorgehen? Also das Wichtigste bei der Besetzung vom VR ist die fachliche Qualifikation. Wir haben einen Eigentümerausschuss. Dort ist aus jeder Gemeinde, die am Projekt beteiligt ist, sind 2 Exekutivmitglieder dabei. Und in dem Eigentümerausschuss sind wir jetzt gerade dran, die fachlichen Qualifikationen festzulegen. Und zusätzlich gibt es noch andere Vorgaben, die auch in der Eigentümerstrategie festgehalten sind. Das ist zum Beispiel, dass der Verwaltungsrat nur 5 bis 7 Mitglieder haben sollte, dass er möglichst regionalen Bezug haben, also die einzelnen Mitglieder, dass eins von diesen Mitgliedern
muss ein Mitglied in einer bestehenden Exekutive sein von der Mitgliedsgemeinden. Das ist auch ein Kriterium, damit der politische Austausch gewährleistet ist. Das sind noch zusätzliche Kriterien, die der Verwaltungsrat also das heisst, vier von diesen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten wären nachher gleichzeitig Gemeinderätinnen und Gemeinderäte? Nein, nur eins. Ah, okay. Ja. Weil eben, es ist schon wichtig, dass die fachliche Qualifikation ist uns am wichtigsten. Und dort, das ist wie bei jedem anderen Verwaltungsrat auch, dort geht es darum, Leute zu finden, die einen Rucksack im Bereich Recht haben, die einen Rucksack im Bereich Finanzen haben, natürlich ganz wichtig, die Branchenkenntnis haben, die in der Technik daraus kommen, die vielleicht in der Telekommunikation einen Hintergrund haben. Das ist das Fachwissen, das wir auch haben wollen. Und quasi die Rekrutierung macht noch der Steuerungsausschuss von diesen Verwaltungsräten? Die Rekrutierung macht der Steuerungsausschuss und er wird zuhanden von der Gründungsversammlung, also Generalversammlung, dann einen Vorschlag unterbreiten. Wählen tut schlussendlich die Gründungsversammlung die Verwaltungsratsmitglieder. Ja. Ja, und eben, wenn die dann gewählt sind, sind dann die Verwaltungsratsmitglieder nachher diejenigen, die Geschäftsleitung wählen. Dort hat der Eigentümer in dem Sinne nicht das Mitspracherecht. Das ist eine ganz klare Aufgabe vom Verwaltungsrat. Und wie soll das Unternehmen eigentlich heissen, künftig? Das wissen wir noch nicht, wie das Unternehmen soll heissen, aber wir sind dran, in einer kleinen Arbeitsgruppe mit externer Unterstützung einen Namen auszuschaffen bzw. das vorzubereiten, Vorschläge auszuschaffen. In dieser Arbeitsgruppe hat es auch 2 Vertretungen aus jeder von diesen Unternehmungen. Und wenn dann der Verwaltungsrat gewählt ist und der politische Prozess durch ist, dann ist es der Zeitpunkt, wo auch der Verwaltungsrat wieder zuständig ist, um den Namen zu bestimmen. Der Verwaltungsrat quasi das ist Aufgabe vom Verwaltungsrat, den Namen von der Unternehmung zu bestimmen. Jetzt gibt es immer so ein bisschen Befürchtungen gegeben, die Sofigen könnten das dominieren. Die Sofigen könnten quasi wie so, dann die anderen ein bisschen verdrängen. Es ist also schon so, dass natürlich die DWZ eindeutig das grösste Unternehmen von diesen 3 ist. Wie stellt man sicher, dass wenn das nicht eintrifft, dass die Befürchtungen nicht zutreffen? Also schlussendlich werden ja 3 verschiedene Gesellschaften gegründet. Zum einen die regionale Energie AG, wo auch die ganzen Angestellten hat und das operative Geschäft führt. Und dann gibt es noch 2 reine Assets-Gesellschaften, das ist die regionale Wasser AG und die regionale Gas- und Fernwärme AG. Das hat man extra so aufgesplittet, weil in den einzelnen Gesellschaften hat Sofigen nicht die Mehrheit. Also in der Hauptgesellschaft, der regionale Energie AG, wird Sofigen 41% haben. In der regionalen Wasser AG sind sogar noch 27%. Nur in der regionalen Energie- und Fernwärme AG, dort hat Sofigen im Moment 100%, weil weder Oftriger noch Rotrist in dieser Branche überhaupt tätig sind. Wir haben kein Gas und keine Fernwärme in dem Sinn. Und da besteht aber die Möglichkeit, über das wird an den Gemeindeversammlungen auch abgestimmt, dass Oftriger und Rotrist sich dort beteiligen können. Und wenn die Beteiligungen so auskommen, wie wir das an den Gemeindeversammlungen werden vorschlagen, dann wird Sofigen zukünftig 81% Mehrheit haben in dieser Gesellschaft. Sie bringen ja auch ihre ganzen Anlagen rein. Okay. Aber Sie werden wahrscheinlich in Oftriger gefragt, warum sollen wir uns überhaupt dort beteiligen, oder? Ja, das ist schon so, weil ich höre viel, dass wir eben in Oftrigen haben wir ja schon Fernwärme, das braucht wozu müssten wir uns denn auch an so einer Gesellschaft beteiligen. Aber im Gemeinderat Oftrigen ist vor allem wichtig, dass wir auch zukünftig ein Mitspracherecht haben. Vor allem, wenn es darum geht, um den Ausbau von der zukünftigen Netz. Im Moment haben wir in Oftrigen das Fernwärmenetz im Besitz von einer privaten Unternehmung. Okay. Dort haben wir überhaupt kein Mitspracherecht.
Und eben zukünftig, auch wenn es nur eine kleine Beteiligung ist, hocken wir dann gleich auch mit 2 Exekutivmitgliedern in dem Eigentümerausschuss und können so mitreden. Und wir sind ja auch Standortgemeinde von der KVA, wo eigentlich der Hauptproduzent von dieser Fernwärme sein sollte und auch zukünftig bleiben. Und dann kann es nicht sein, dass wir uns dort rausnehmen und gar nicht irgendwie beteiligen. Das geht für den Gemeinderat Oftringen geht das nicht aus. Und dann haben wir außerdem ja auch noch die regionale Energieplanung mit erarbeitet und unterschrieben. Und dort wollen wir bis 2050 CO2-neutral sein. Und jede Gemeinde ist gefragt, entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Und auch das kann man nur, wenn man Einfluss nehmen kann. Eine weitere Frage stellt sich mit der Telekommunikation. Da ist Oftringen ist ja sicher da engagiert. StWZ glaube ich auch. Also wie soll das dort weitergehen in der Telekommunikationsangebot? Eben, das ist auch eines von den Geschäftsbereichen, wo der Verwaltungsrat so wird, müssen Gedanken machen, wie man es weiterführt. Klar ist eben, Oftringen hat investiert. Da sind ein Grossteil der Anschlüsse sind erstellt. Zofingen ist aktuell dran, dass man die Glasfaserverbindung in die Gebäude reinbringt. Im Engenquartier hat man schon gemacht, man ist dran. Ich denke schon, dass das ein Geschäftsbereich wird sein, der eine gewisse Zukunft hat, wo man Geld verdienen kann, wo man eben auch der Bevölkerung einen Mehrwert geben kann, indem man eben ein zusätzliches Angebot bringen kann. Jetzt, wenn man so ein bisschen Ihnen beiden zulässt, und ich denke, das ist auch eine Frage, die sich dann vielleicht die Leute stellen. Also, wir wissen nicht, wer der Verwaltungsrat ist, wir wissen nicht, wie der Name von dieser Firma ist. Also, man gibt dann in dem Verwaltungsrat sehr viel Kompetenz, aber der Stimmbürger muss eigentlich schon heute zustimmen. Der kann dann vielleicht zugespitzt sagen, ja, wieso soll ich dem zustimmen, soll ich eine Art Katz im Sack kaufen? Also was sagen Sie da in so Argumenten? Ja, die Argumente müssen wir sicher ernst nehmen, aber andererseits eben Namen sind Schall und Rauch. Also es ist, der Name, an dem kann es effektiv nicht liegen. Es kann nicht daran liegen, wer in dem Verwaltungsrat, wer designiert ist für den Verwaltungsrat. Wichtig ist, dass wir eine Unternehmung zusammenbringen aus diesen bestehenden Gesellschaften, die am Markt bestehen kann, die eine Chance hat in der Zukunft, wo wir wirklich eine Wertschöpfung in der Region können hinbringen. Und ich denke, das ist der zentrale Punkt und nicht, wer der effektiv in dieser Gesellschaft ist. Und eine Frage ist sicher auch der Standort. Also wie heute sind ja verschiedene Standorte logischerweise. Braucht es vielleicht auch nicht mehr alle? Oder wahrscheinlich sicher nicht mehr alle, wenn man dann die Leute zusammennehmen will? Genau, also die Betriebsstandorte werden sicher in den nächsten Jahren noch erhalten bleiben, weil die Lagerflächen braucht man. Man braucht die entsprechenden Büroräumlichkeiten, aber insbesondere auch die Werkstätte, die man hat. Das gerade auch für den Kundendienst, das Beigeben können aufrechtzuerhalten bei einem Wasserrohrbruch. Beispielsweise macht es Sinn, dass man die Rohr gerade vor Ort hat. In der Zukunft, wo der wird sein, der Sitz, das ist für uns eigentlich auch irrelevant. Wichtig ist, dass es in der Region bleibt. Steuermässig haben wir eine Ausscheidung machen. Das ist mit dem Kanton so abgesprochen, also dass die betreffenden Gemeinden anhand von ihrem Anteil eine Steuerausscheidung bekommen. Also wir werden so profitieren. Von dem her ist es absolut für jede Gemeinde absolut irrelevant, ob jetzt sie den Sitz bei sich hat oder eben nicht. Und das wird dann auch der Verwaltungsrat und wahrscheinlich auch mit der neuen Geschäftsleitung entscheiden, wo dann allenfalls der neue Standort bezogen wird, nehme ich an. Genau. Okay. Jetzt müssen Sie noch ein bisschen Leute überzeugen im September. Ich weiss nicht, wie schätzen Sie das ein? Wie werden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnerrat relativ problemlos zustimmen? Was hören Sie? Ja, es ist schwierig einzuschätzen. Bis jetzt habe ich auf Zofiger Sicht eigentlich sehr wenig Rückmeldungen bekommen. Und vor allem die Rückmeldungen bekommen also nur positiv gewesen. Klar, die Vorlage, die wird jetzt der FGPK, der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission und der Einwohnerrat erst zugestellt. Ich denke, die grosse Diskussion, die fängt dann an, wenn die Informationen wirklich publik werden. Aber bis dort warten wir mal ab.
Und wenn eine Gemeinde nicht würde zustimmen oder der Einwohner nicht würde zustimmen, dann wäre das Projekt gestorben, muss man auch sagen. Oder? Also braucht Zustimmung von allen Vieren. Genau. Jetzt müssen Sie noch ein bisschen etwas unternehmen, um die Leute zu überzeugen. Was, ja, genau. Ich meine, es wäre ja nicht einfach Gemeindeversammlung gehen und einfach das Traktandum vorlegen. Nein, natürlich nicht. Ab nächster Woche starten die Infoveranstaltungen. Am 15. August geht es in Oftrigen los, dann am 16. August ist Zofingen dran mit einer Infoveranstaltung, am 17. August ist es Rotrist und am 23. August findet noch eine Infoveranstaltung vor dem Wald statt. Dann haben wir auch am 5. September noch eine Podiumsdiskussion, wo sich eben die Leute auch noch können informieren können. Dort werden Gegner und Befürworter von dem Projekt auch dabei sein, ganz genau. Das ist richtig. Dann haben wir auch eine Webseite aufgeschaltet, zusammenschluss.ch, wo man sich informieren zum Projekt, wo man auch ein Newsletter abonnieren kann. Also für uns ist vor allem sehr, sehr wichtig, dass wir die Informationen breit streuen können und dass sich der Stimmbürger wirklich gut informieren zum Projekt. Okay. Ja, da sind wir gespannt. Herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio, Frau Stauch, Herr Rüger. Und man sieht sich spätestens wieder am 5. September, glaube ich, ist das in Rotrist. Genau. An dieser Podiumsveranstaltung. Genau. Herzlichen Dank, dass Sie im Studio waren. Nächste Woche haben wir den ZT-Talk ein bisschen früher, und zwar im Zusammenhang mit der Grossauflage in Arbig, ist der ZT-Talk auf zofingertagblatt.ch schon am Mittwoch zu sehen, und zwar mit dem Historiker Markus Wittmer-Dien, der eine neue Stadtgeschichte geschrieben hat von Arbig. Ich freue mich sehr, ihn hier zu begrüßen, und ich hoffe, Sie sind auch wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der Spitex Lindenhof in Oftrigen. Professionell, strukturiert und persönlich. Trotz gesundheitlichen Einschränkungen dort leben, wo man sich am wohlsten fühlt. Daheim. Das ermöglicht die Spitex Lindenhof mit ihren Pflege- und Hilfeleistungen rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche, inklusive Notrufdienst.